Hallo und willkommen. Willkommen zum Weltupdate 23. Highlights das mal in dieser Folge. Zuerst reden wir darüber, warum wir schon wieder ein neues Logo haben. Dann zeige ich euch, wie man Milkplates baut, wo ich nachher anschließend euch zeige, wie man die in der Stadt integriert. Dann, was man um die Strassenplatte nur noch alles baut. Dann zeige ich euch noch unser Zugvitrine-Gestell. Und am Schluss, jetzt als Überraschung noch, unser Berg, der fertig gebaut wird, mit einem Teaser, mit was nächstes Mal kommt. Falls es euch zu gewackelig wird, euch das Thema gerade nicht interessiert, wir haben Kapitel unten dran, man kann einfach überspringen. Schaut euch doch das an, was euch gefällt. Übrigens, findest du jetzt unter jedem von unseren Videos unseren Shop, dort kannst du unsere T-Shirts bestellen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß. Noch einmal willkommen zu dem Weltupdate-Video. Ihr habt es sicher schon mitbekommen, wir müssen unser Logo noch einmal ändern. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, wo wir das ändern müssen. Und das hat folgenden Grund. Die Firma Lego hat Fair Use Policies auf ihrer Webseite, wo man schauen kann, was genau sie schützt, was nicht, was markenrechtlich oder copyrightmäßig eingetragen ist. Und wir haben herausgefunden, zusammen mit dem Steinemeister, dass wir das nicht verwenden, was ich als Logo habe. Darum, damit ich kein Problem kriege und mein Logo auch darf auf T-Shirts drucken und so weiter, tue ich das jetzt noch einmal anpassen. Ich hoffe, das Logo gefällt euch. Weil der 2x4 Stein ist ja geschützt und Noppen von oben darf ich auch nicht verwenden, wie auf dem ganz alten Logo. Darum habe ich jetzt halt einfach Teils verwendet, also die Blättchen, die flachen. Genau. Wo von oben gesehen werden, ohne irgendwelche Lego-Platten, nur die Blättchen, die allerdings einen Lego-Stein aus der Seitenansicht anreissen, also skizzieren, so dass man erkennen könnte, dass es vielleicht ein Stein ist. Schließlich heisst unser Kanal ja Hubelklotz, was Schweizerdeutsch sein oder dialektmässig Schweizerdeutsch sein für einen Stein, einen Lego-Stein. Genau, also sonst müssten wir den Kanal auch noch umbenennen und das wäre natürlich nicht lustig. Genau, wie ihr schon gesehen, haben wir angefangen, Platten neu zu machen. Ich wollte schon lange wissen, wie wir die bauen. Die erste Platte habe ich schon ein paar Mal gebaut, die zweite Platte hier habe ich neu erfunden, damit es ein bisschen besser aussieht als die letzte runde Kurve. Die Kurven sind natürlich immer rund, aber genau, dass ein bisschen nahtloser Übergang ist als bei der letzten. Ich werde wahrscheinlich dann auch noch die allererste, die ich gemacht habe, noch eine Bearbeitung irgendwann in der Zukunft. Genau. Jedenfalls, das ist natürlich viel schneller. Das hat 2 Stunden gebraucht für 2 Platten. Respektive noch viel mehr Stunden für mehr Platten. Aber ich hoffe, euch gefällt es, dass es schneller abgespielt ist. Und ich tue jetzt die auch noch in die Stadt einbauen und euch die zeigen, wie die dort eingebaut werden. Darum viel Spaß mit der heutigen Folge. Und das sind mehr oder weniger alle die Platten, die heute noch dazukommen. Diese Platte wollen wir hier verbauen, darum ist sie im Moment noch nicht fertig. Unsere Strassenplatten haben natürlich Schächte zum Aufmachen, wie immer. Genau. Die Strassenplatten, die alt sind, nehmen wir weg. Auch die Baustelle wird wahrscheinlich woanders hinkommen. Oder Bäume und so. Die nehmen wir dann weg und dann sie woanders hin. Zuerst werde ich euch mal schnell die Stadt zeigen, an dem Ort, wo wir dann die Platte werden austauschen, damit ihr euch den Unterschied von vorher zu nachher besser vorstellen könnt. Ich hoffe, euch gefällt, was wir heute in dem Update machen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen, wie ich das mache. In dem Teil vom Video möchte ich euch unser allererstes Kanalmitglied vorstellen. Er heißt Steven und hat sich dazu entschieden, Mitglied zu werden, weil wir ihm einen Mehrwert bieten und er uns durch die Mitgliedschaft finanziell unterstützen kann. Zum Beispiel für das Video. Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, haben wir jetzt endlich das Chaos versorgt. Und zwar hinter unserem Vorhang, den wir früher schon hatten. Wir haben ihn nur anders gemacht.
Um zu vermeiden, dass das heutige Update für euch während dem Einbauen von der neuen Platte langweilig wird, haben wir es ein bisschen übertrieben und aus 5 verschiedenen Perspektiven gefilmt und alles mindestens 500% schneller abgespielt. Lasst uns doch wissen, ob euch das gefällt. Am Anfang muss ich die Strassenplatte, die Strassenlaterne und alle Bäume entfernen. Dann müssen auch alle Autos von der Straße weg und die Poststelle wird auf die Seite gestellt. Auch muss ich für den Moment leider den Parkplatz entfernen. Leider weiss ich noch nicht, ob ich dann eine bezahlte Parkplatz-Mills-Plate anschließen möchte, wo man dann unbegrenzt parkieren kann, oder ob dann nur die neue blaue Zone dafür zur Verfügung steht, wo man mit einer Parkscheibe 1 Stunde parkieren darf, dafür kostenlos. Falls du dich gefragt hast, warum das Bild manchmal keine Farbe hat, ich weiss es auch nicht. Ich habe es ganz viel Mal geschnitten und es ist nie wieder richtig gekommen. Da ich wie immer ein bisschen zu schnell geredet habe, habe ich natürlich schon wieder beschrieben, was in den nächsten paar Minuten erst wird passieren. Und damit es euch bis dann nicht langweilig wird, bis all das passiert ist, spiele ich euch jetzt ein bisschen Musik ab. Jetzt haben wir mehr oder weniger aufgeholt, was ich bis jetzt beschrieben habe. Jetzt geht es noch um den Teil, wo man die Strassenplatte als fehlende Gebäude und das Gebäude an die entstandene Lücke anpasst. Selbstverständlich haben wir bei dieser Aufnahme noch einen neuen Retake machen, weil die ursprünglichen Aufnahmen sind so hart an der Erdbegengrenze, dass ich euch das gar nicht zumuten wollte. Dafür verpassen die leider, wenn ich Platten verschneide. Und sonst noch so ein paar Sachen wie das Parkbänkchen vom Polizist wieder zusammensetzen. Mich nerven, dass ich Millionenmal hin und her laufen muss, um Teile zu holen. Aber ich glaube, so ist besser. Ich hoffe, euch gefällt das, dass das jetzt ein bisschen anders aussieht. Diesen Teil hier werdet ihr zweimal sehen, weil ich es zwischendrin geschnitten habe. Damit du besser kannst verstehen, warum ich es nicht aufgenommen habe, habe ich den letzten Teil drinnen gelassen. Jetzt weiter mit meinen Kommentaren. Im Moment gleicht das Video eher einem Versuch- und Irrtumsszenario, weil ich versuche im Moment in meinem Bestand noch die fehlenden Strassen und Trottoirteile zu finden. Dann baue ich natürlich noch die Parkbank wieder auf, wo der Polizist drauf hockt. Bevor wir nachher im hinteren Teil der Stadt weiterbauen und die Strassen noch ein bisschen verbessern, machen wir natürlich noch einen kurzen Überflug über die Stadt, wie sie im Moment gerade aussieht, dass ihr schon mal den Baufortschritt ein bisschen betrachten könnt. Zuerst müssen wir natürlich schnell hier die Strassen noch nicht zusammenbauen, dass die nicht so Gaps haben dazwischen. Und nachher geht es dann weiter mit dem Flug, den ich vorher angekündigt habe. Respektive, eigentlich sind es ja 2 Flüge. Einer von vorne und einer von hinten. Ich wünsche euch viel Spaß. Es geht nämlich jetzt dann gerade los in den nächsten Sekunden. Der erste Teil vom Video bis jetzt ist entstanden am Morgen von einem Tag. Der Teil, der jetzt kommt, bis in ein paar Minuten, ist dann am Nachmittag entstanden und hat leider unterbrochen werden, weil der Aaron hat gefunden,
Papi, ich brauche deine Hilfe. Komm mir schnell helfen, etwas umbauen. Das heisst, ihr dürft dann schauen, wie es ein paar Tage später weitergeht. Und sich vielleicht das eine oder andere noch tut, wo damals, als ich das hier gefilmt habe, noch nicht einmal in sich war. Dafür habt ihr halt lang müssen warten aufs nächste Video. Sorry dafür. So viel dazu. Und jetzt, um was geht es eigentlich in dem Teil vom Video? Nämlich grösstenteils darum, dass wir in der Platte dann die Lücken füllen, dass ich im Highspeed zeige, was ihr gar nicht seht, weil ich es nicht gefilmt habe, aber ihr jetzt dafür links habt dürfen sehen, wie die Poststelle aussieht am neuen Ort. Dafür könnt ihr jetzt schauen, wenn ich die Plattenspalte verschließe. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich einfach dort zwischen legen kann. Genau. Und dann könnt ihr euch natürlich auch noch anschauen, wenn ich die Post an den neuen Ort hin tue, den Parkplatz komplett abbreche, wenn ich die Windräder neu platziere, eine viel längere Stromleitung mache. Das ist übrigens dann auch dort, wo ich muss unterbrechen muss, weil der Aaron mich gebraucht hat und dann an einem anderen Bautag weitergeht. Genau. Ich hoffe, euch gefällt bis jetzt, was ich rede und was ihr seht. Sonst lasst es mich wissen, wenn ich das anders machen soll. Ich hoffe, meine Kameraführung ist jetzt ein bisschen besser als die vom ersten Teil vom Video, was auch daran liegt, dass das eben auch später ist. Und ich das natürlich dann schon gemerkt habe vom ersten zum zweiten Mal. Und vom zweiten zum dritten Mal ist es dann noch besser, weil wir haben dann sogar einen Kameramann bekommen, respektive eine Kamerafrau, nämlich meine Frau. Das Kind mit dem blauen Oberteil, mit der Kamuze, wo man jetzt gerade sieht, ist übrigens der Aaron. Im Moment ist es noch ein bisschen Chaos und ich habe damals natürlich auch probiert, wieder mit den Haufen Handys was zu filmen. Unterwegs ist dann rausgekommen, dass die einen Handys nicht einmal gefilmt haben. Sie sind einfach da gestanden, wie das, wenn ich jetzt gerade auch nicht positioniere. Das hätte ich nämlich eigentlich das sollen filmen, wo man dann jetzt sehen. Aber naja. Für das nächste Mal bin ich klüger und schaue, ob es anläuft. Falls ihr übrigens eine bessere Idee habt, wie oder wo ich die Windkraftanlage kann positionieren, weder auf dem Berg, sodass es irgendwie im Layout gut aussieht, dann würdet ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Danke, dass du übrigens bis hier geschaut hast. Und eben, ich suche auch noch nach Solarzellen, die ich kann irgendwo montieren kann, dass es gut aussieht in der Stadt. Und darfst mir gerne anschreiben, wenn du weißt, welche das gut würde aussehen. Jetzt geht es dann gerade weiter mit dem dritten Teil vom Video, wo wieder ein bisschen einen anderen Stil wird haben. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß. Übrigens haben wir dann auch schon 100 Abonnenten mehr beim nächsten Teil. Hallo und willkommen beim neuen Bautag. Wir haben letztes Mal aufgehört mit den immer wieder abstürzenden Masten, die wir heute schon haben. Und darum haben wir gedacht, wir werden die jetzt wieder verlängern. Auf die maximale Länge. Dann kommen wir nämlich auch weiter. Jetzt ist es riesige, dann wird es da zwischen den Rahmen verlängert. Jetzt ist das riesig genug geworden. Aber darum ist das so eine Sache. Jetzt kommt der. Ich mal hier anstellen. Das ist nicht auch noch eins schon umgewickelt. Oder zweimal. Da fehlt noch dieses. Noch die Strecke. So, jetzt haben wir die Täuber.
Genau. Es fällt irgendwie noch ein Seil hier. Nehmen wir die einfach da wieder ab. Ich glaube, es geht nicht ganz auf mit der Anzahl. Jetzt habe ich ganz falsch abgenommen. Es geht immer das Falsche ab. So, ich würde sagen, die Anzahl Strommasten haben wir jetzt mal erreicht. Da haben wir unsere Windkraftwerke. Jetzt müssen wir den Strom überkriegen in die Stadt. Für das gehen wir wieder mal mit dem Teiltrenner dazwischen. Genau, für das müssen wir wissen, wo das die hinkommen, logischerweise. Und hoffen, dass das jetzt reicht. Ich habe dann noch einen Stein dazwischen oder so. Ich sage, dort kommt noch einer rein. Mit das Traptor rein. Und dann schauen wir mal, ob das bis auf die andere Strassenseite reicht. Müsste. Kann man da schön noch decken. Ja, und kann auch vielleicht noch ein bisschen mehr hier rüber. Wenn ich nicht treffe. Er will einfach nicht. Dann nehmen wir halt hier. Die müssen wir dann wieder ein bisschen kürzen nachher. Und jetzt haben wir da. Das ist hier hin. Jetzt ist das irgendwie. Jetzt das verdreht. So, dann braucht es hier wieder rein. Muss weg. So, und dann der letzte. Das ist der völlig verdreht. Ja. Dann kommt hier die Wand. Dann kommen wir hier wieder. So. Machen wir dann später kürzer. Und jetzt vorläufig mal, würde ich sagen, sieht es für den ersten Test nicht schlecht aus. Wir haben hier 4 neue Plättchen. Und da ist die Strasse daneben geschlitzt. Die habe ich letztes Mal eigentlich gar nicht da, aber ist gleich. Ich hoffe, euch gefällt das, was ihr da heute gesehen habt. Selbstverständlich machen wir natürlich jetzt Strom. Und ja, für das haben die Leute endlich wieder Licht. Neu gestaltet nach dem letzten Layout-Update von unserem Raum haben wir natürlich auch die Schauvitrine, wo wir alle unsere Zugmodelle, die nicht gerade auf der Anlage sind, können beobachten. Nochmal ein neuer Teil, nämlich, wenn ihr seht, so sieht es unter den Mulesplates aus. Und ich kann ja da schon immer einen Tunnel machen unter den Berg. Entschuldigung. Ich habe da etwas vorbereitet, damit ihr mir nicht zuschauen, wie es so lange dauert zum Bauen. Das machen wir dann im nächsten Video wieder. Das dann Off-Video einmal noch ein bisschen fester andrücken. Aber vorläufig lenkt das. Selbstverständlich geht es auch weiter. Ausser es geht wieder etwas runter. Das suche ich dann später. Das könnt ihr auch gerne noch ein bisschen genauer anschauen. Sonst. Auch wie es hinten aussieht. Selbstverständlich spannend. Genau, das kommt jetzt hier hin. Und wird unser neuer Berg. Ja, wie gesagt, andrücken und ich es dann mal off Kamera. Selbstverständlich, jetzt habe ich gefunden, was runtergefallen ist. Das Ästchen. Selbstverständlich habe ich nicht nur das gebaut, sondern bin auch schon dran, das nächste machen. Das heisst, ich habe da schon angefangen, ein bisschen Wasser zu bauen, das dann hier irgendwo reinkommt. Und habe auch schon angefangen, die andere Seite Mauer zu bauen. Vielleicht auch noch mit Detail ein bisschen. Die ist natürlich noch nicht fertig, die fehlt noch Haufen, aber genau, es kommt dann irgendwo dazwischen rein. Natürlich der unter der Schiene, aber jetzt so schnell
hinstellen, es geht hier weiter. Und da drin kommt dann das Tunnel. Hier oben wird dann zu, damit wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Und der Berg wird dann dort hinten verlaufen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spass beim Abspann. Danke fürs Schauen bis am Schluss. Freude, die nächste Episode ist schon in Arbeit. In der Zwischenzeit schaut ihr doch andere von unseren Videos an oder verschickt ein paar von unseren lustigen Shorts in deine Kollegen und Verwandten. Bis nächstes Mal. Ciao! Natürlich darfst du auf eine andere Episode oder eine Playlist klicken oder uns abonnieren, falls du noch nicht hast. Wenn du uns unterstützen willst, darfst du es wie der Steven machen und ein Mitglied von uns werden. Das ist freiwillig und dir überlassen. Bis dann wünsche ich dir einen guten Tag und bis zum nächsten Mal in der nächsten Episode. Tschüss!